Welcome an der Automotorshow. Mein Name ist Carlo Miller und ich habe ein Auto am Test, den ich ganz bestimmt auch interessieren werde. Und zwar der Mercedes-Benz 300 GLC SUV Vollwertig. Aber wenn dir auch für diesen Auto interessiert, dann bleibt dabei. Auch mit einem guten Grund hat sich der Auftritt vom SUV geändert. Autostars sind nicht flott gestylten Autos, die auch das perfekt anbieten, was der Klient gerne hat, wie zum Beispiel eine hohe Sitzposition und viel Platz am Interieur. Aber wie hier in unserem Fall bei allen Modellwechseln immer die perfekte Technik aus den größeren und teuersten Luxusmodellen an die Mittelklasse bringt. Und damit klimmt der neue Mercedes GLC auf sein vielleblichen Höhepunkt. Noch nie gibt es in dieser Klasse ein Auto, das so ein Package als Equipment bietet, das mich gegen das Supplement, aber auch schon manches direkt mit angebaut. Mit einem neuen Kühlergrill, einem mehr hoch placierten Kapot, neuen hintersten Luften und mehr glatte Federung von den Designlinien unterscheidet sich die aktuelle Version von seinem Vorgänger. Die neue GLC-Generation, die sich mit einer Länge von 4,72 Meter am Feld von der Konkurrenz rasch schlägt, steht auf der Plattform von der neuen C-Klasse. Das Ambiente am Interieur gleicht dem aus der C-Klasse auch mit dem Stempel vom tablettähnlichen Zentraldisplay an das breite Infofeld hinter dem Voller. Die sich aus zwei Bildschirmen zusammengesetzte Bildschirmlandschaft weist am Cockpit digital und präzise an. Den Touchscreen vom MBUX Infotainment mit großen Ikonen als leicht und intuitiv zu bedienen. Verständigen mit der Mercedes Sprachsteuerung konnte nicht andere Menkeer nicht überzeugen. Wahrscheinlich verstehe ich das System nicht richtig. Der GLC bietet auch neue Ausstattungsposten, Vorassisten sowie auch mehr modernen Infotainment. Sowie auch sein Sicherheitsstandard am neuen GLC auf hohem Niveau bleibt, wovon sein Vorgänger schon ein gut Not am Passagier- und am Fußgängerschutz mit einer 5-Sterne-Wertung am Euro-NCAP-Rechtstest belohnt. Ob schon die Verhältnisse von den Plätzen und den Moosen an der neuen Oplage vom GLC bald dieselben geblieben sind, fiel den sich auch direkt wieder hin. Und das gilt am 4,72 Meter langen SUV sowohl für den Bereich von den Viersitzer, die sich auf vielfach komfortable Positionen verstellen lassen, sowie auch am Bereich von den hintersten Sitzern, wo auch die erwachsene Person komfortabel sitzt. Der Plus von 6 cm Länge und 1,5 cm Radstand gegenüber seinem Vorgänger spielt den allerdings Männer Hannen dran. Ein Vorteil ergibt sich aus der 1,64 Meter Heicht, weil dadurch klimmt er mehr bequem ran an den Rast. Er genießt zudem eine bessere Übersicht und Sicherheit am Straßenverkehr. An der am Verhältnis 40 zu 20 zu 40 gedeelten hintersten Bank bietet der GLC ein Ladevolumen von 550 bis 1600 Liter. Dass den neuen Mercedes GLC viel mehr will sein wie ein abgebockten C-Klasse, merkt ihn direkt auf den nächsten Kilometer. Für die Auffrischung vom Modell gouf sein Motor elektrifiziert und das mit einem 40-Volt-System an einem Startgenerator, den immerhin 17 Kilowatt umgerechnet 23 PS an 250 Newtonmeter an Kurs wirft. Unter dem Kapot soll an unserem Testauto ein 2 Liter Benzinsmotor mit 190 kW umgerechnet 251 PS bei einem Drehmoment von 5800 Touren pro Minute, einer Feiermatik an einer Nenngang Automatik. Mit seiner 40 Volt Zusatzbatterie beschleunigte von 0 auf 100 km in 6,2 Sekunden, erkennt auf eine Maximalvitesse von 240 km, wobei seine Automatik sogar bei forcierter Vitesse auf der Landstraße stets perfekt Rob an Ruf schaut. Und mit seinem Modus Sport und Sport Plus wurde noch flott ausgesichtete Passagen am Meisleck gut geschleckt. So wie seine Traktion auf befliegte Litzeburger Straßen dank serienmäßigem permanenten Untrieb kein Problem ist. A puncto Technik geht den neuen GLC SUV der C-Klasse-Familie aber nicht weit aus der Face. Er bietet auch das, was der Klient von einem SUV erwartet. Mit einer neuen Vierradlenkung und einer verbesserten Luftfederung fühlt er sich komfortabel
an huet den Menung op manst an enger Klasse mir heich zu setzen. Bit eng gut Strassenleer, sodass sich Wahlkilometer gut ma Makadam verbonnen fiel. Auch dadurch, dass Stärkung die bassenste Kameli geschafft gouf, bleibe Motto a wandgerechte Basis. Du geint am Sportmodus verstoppt de Feierzylinder Motto T-Geheimnis wirkt aber auch net ustreng. Alles an allem as der GLC perfekte Member vun der Mercedes-Familie, den sie auch nun gut vom Chauffeur, so wie Gnee so, dat mich sportlich fuhren an Ugriff führen kann. Die Steuerung von der hintersten Achse, die aber nicht bis zu 10% wie bei der S-Klasse-Mannschaft, mir immerhin die 4,5 Grad Winkel nicht GLC auch noch zusätzlich mit flink am handlich. Was dann noch dazu beiträgt, dass der Wendekreis an der Stadt auch nicht mehr bei 10,9 Meter liegt. Für einen weiteren Aventur-Highlight vom GLC sucht dann die Aufbauen von dem gelernten Makadam in Richtung Natur, Wildnis, Straßen und Terrain. Diese Aventur wollte ich mir nicht erleben, weil ich nach immer der Meinung bin, bleiben, so Autos wie den heutigen, dass Boulevardautos sind, zerstört sind, obschon alle Technik und Sicherheit für den Terrain angebaut sind. Mercedes-Benz ist bekannt, für immer das Beste an seiner Klasse auf die Straße zu bringen. Aus meiner Sicht und sie das fertig bräuchte. Der GLC 300 von Matic also am ganzen Kader ein modernes Auto, aktuell der komfortabelsten und der luxuriösten SUV an seiner Klasse. Und als Schlusswort, an puncto Benzinverbrauch, kommen wir mit unserem Mild-Hybrid auf die mehrten 4-Zylinder-Motor auf 9 Liter, wobei der Normverbrauch bei 7,7 Liter auf 100 Kilometer bei Mercedes